Ich möchte zu meinem Thema kommen heute Vormittag. Lieder der Bibel und noch ein kurzes Gebet sprechen. Bitte, himmlischer Vater, öffne uns die Augen um Jesu willen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Das ist das dritte Lied, das wir behandeln in dieser Reihenfolge Lieder der Bibel. Und es ist das zweite Lied des Mose. Mose hat 2 Lieder geschrieben. Also war er Komponist, er war Prophet, er war Leiter des Volkes und so weiter und so fort. Und das zweite Lied Mose unterscheidet sich von seinem ersten in 2. Mose 15 dadurch, dass das erste Lied des Mose am Anfang der Wüstenwanderung geschrieben worden ist. Sie sind gerade aus Ägypten durchs Rote Meer und haben dann dieses Lied gesungen mit Miriam. Und dieses Lied, das wir jetzt heute Vormittag behandeln, ist also das zweite Lied des Mose und dieses findet am Ende der Wüstenwanderung statt. Also dazwischen liegt eine Zeitspanne zwischen den 2 Liedern, von 40 Jahren ungefähr. Und das Lied des Mose ist ein prophetisches Lied, dieses zweite, in ganz besonderer Art und Weise. Und es betrifft nämlich die Endzeit. Der Hans-Jörg hat es ja gelesen, einleitend zu diesem Lied. Es gehört ja schon dazu. Mose sagt, 5. Mose 31, 29, denn ich weiß, er war Prophet, dass ihr nach meinem Tod gewiss verderblich handeln und von dem Weg abweichen werdet, den ich euch geboten habe. Und jetzt kommt es, so wird euch am Ende der Tage dieses Unheil treffen, was er dann in seinem Lied, Kapitel 32, beschreibt. Ja? Weil ihr tun werdet, was böse ist in den Augen des Herrn, indem ihr ihn durch die Werke eurer Hände erzürnen werdet. Wenn Mose sagt, also das, was ich euch jetzt beschreibe in meinem Lied, 5. Mose 32, das wird euch ereilen am Ende der Tage. Da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, was ist denn mit diesem Begriff überhaupt gemeint? Ende der Tage, letzte Zeit, Ende der Zeiten, letzte Zeiten ist alles das Gleiche. Was ist damit gemeint? Die Bibel erklärt uns an vielen Stellen, dass der Begriff Ende der Tage eine Doppelbedeutung hat. Einmal bezieht sich das Ende der Tage auf das erste Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt. Zum Beispiel bereits Jakob, der Vater der 12 Stämme Israels. Am Ende seines Lebens ruft er seine Söhne zusammen an sein Bett. Sie sollen sich versammeln, um ihn stellen und dann sagt er ihnen, ich will euch verkünden, 1. Mose 49, 1, was euch am Ende der Tage begegnen wird. Und dann kommt ein Sohn nach dem anderen an die Reihe und er hat jedes Mal eine Prophezeiung für seine Söhne und dann kommt Juda und auf einmal sagt der Jakob in Bezug der Ende der Tage in Bezug der Ende der Tage dem Juda, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also das Ende der Tage beginnt mit dem Auftreten des Schilo. Schilo
bedeutet eigentlich Ruhebringer, der Ruhebringer. Und da ist es ja so schön, als der Herr Jesus dann kam und mit seinem Kommen das Ende der Tage beginnt, da sagt er ja zum Beispiel in Matthäus 11, 28 bis 30, nur auszugsweise: Kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe bringen. Luther sagt erquicken, Elberfelder Bibel sagt Ruhe bringen. Er ist der Ruhebringer, tatsächlich, wie Jakob schon prophezeit hat. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und der Hebräerbrief schreibt auch in Bezug des ersten Kommens Jesu, in Hebräer Kapitel 4, 1 bis 11, auch nur einen Satz daraus: Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, in die Ruhe des Herrn Jesus Christus, der ruht auch selbst von seinen Werken. Das ist unter anderem der Grund, warum wir keinen Sabbat mehr halten müssen, ne? Weil wir in seine Ruhe eingegangen sind, wenn wir an Jesus glauben. Deshalb brauchen wir doch mal einen Ruhetag, das ist was anderes. Aber wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz des Sabbats. Der Apostel Paulus bestätigt dann später, dass das Ende der Tage mit dem ersten Kommen des Herrn Jesus Christus begonnen hat, indem er sagt in 1. Korinther 10, 11, all diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also bereits zu Apostel Paulus Zeiten war das Ende der Weltzeiten da, mit dem ersten Kommen Jesu. Der Hebräerbriefautor bezieht sich auch darauf und bezeichnet die letzten Tage im Zusammenhang mit dem ersten Kommen Jesu, wenn er sagt, Hebräer 1, 1 und 2, in Vorzeiten hat Gott geredet auf mancherlei Art und Weise durch die Propheten und etc. etc. Und dann sagt er auf einmal, so hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also wieder, mit dem Kommen des Sohnes Gottes beginnen die letzten Tage. Der Apostel Petrus bestätigt das auch nochmal, wenn er schreibt, 1. Petrus 1, 18 bis 20, ihr seid erlöst durch das teure Blut des Herrn Jesus Christus, und dann heißt es in Vers 20, er, also der Herr Jesus, ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen. Wieder eine Bestätigung, ja? Das Ende der Zeiten, das Ende der Tage begann, als Jesus in diese Welt kam. Zweitens aber, ich sagte, das Ende der Tage hat eine Doppelbedeutung, wenn Mose darüber spricht zu seinem Volk, was euch am Ende der Tage widerfahren wird. Zweitens kommt das Ende der Tage zu einem Abschluss, und ich sage es mal so, bisschen lapidar, das ist dann das Ende vom Ende der Tage. Das Ende vom Ende der Tage. Ja? Und das unterscheidet sich von dem ersten Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Petrus spricht über das Ende aller Dinge. In 1. Petrus 4, 7, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Da war Jesus ja schon wieder weg, da war er schon wieder im Himmel, ja, nach der Himmelfahrt. An anderer Stelle sagt Petrus, 1. Petrus 1, 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also wenn Jesus wiederkommt, wenn er neu offenbar wird in dieser Welt und seine Heiligen mit ihm, dann ist das Ende der Tage oder die letzte Zeit da, alles was damit zusammenhängt. Dem Prophet Daniel wurde schon gesagt, Daniel 12, 13, wir müssen das einfach mal durchgehen, damit wir das so ein bisschen vielleicht in Zukunft dann auch wissen können, dass das Ende der Tage eine Doppelbedeutung hat.
Daniel wird gesagt in Kapitel 12, 13, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also Daniel wird auferstehen als Israelit, er war Prophet am Ende der Tage. Aber er ist ja nicht auferstanden, als Jesus das erste Mal kam, ne? Aber die Bibel sagt uns, wann werden die alttestamentlich Gläubigen auferstehen? In der Zeit der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, in der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann wird er die alttestamentlichen Gläubigen auferwecken und darunter wird dann auch der Daniel sein. Also das Ende der Tage kommt mit dem zweiten Erscheinen unseres Herrn und die Dinge, die damit zusammenhängen. Paulus sagt das auch, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Wir hatten das am 1. Januar behandelt. Einerseits lebte Paulus ja bereits am Ende der Tage, weil Jesus ja schon das erste Mal gekommen ist. Und doch spricht er jetzt noch über eine Zeit, die über seine Zeit hinaus in der Ferne liegen würde. Und das sind dann die letzten Tage der letzten Tage, in denen dann schlimme Zeiten auftreten werden und das führt dann in die apokalyptischen Ereignisse. Wenn Mose nun zu Israel über ihr Ergehen am Ende der Tage spricht, so wird euch am Ende der Tage dieses Unheil treffen. Und dann singt er dieses Lied weiter. Dieses Unheil, was er jetzt in seinem Lied besingt, ist nicht unbedingt ein positives Lied. Meistens singen wir ermutigende Lieder, ne? Das Lied Mose ist nicht so ermutigend. Aber es ist wahr, es ist prophetisch. Und das Schöne daran, an der Prophetie erkennen wir immer wieder einen zuverlässigen Gott, der zu seinem Wort steht und der alle Weltsituationen in seinen Händen hält. Also wenn nun Mose zu Israel über das Ergehen, ihr Ergehen am Ende der Tage spricht, dann redet er über die Ereignisse, die auf Israel bezogen sind. Ja? Es geht um Israel, nicht um die Gemeinde, das tun wir in Anhänger. Und über die Ereignisse, die mit Israel zusammenhängen, die mit dem ersten Kommen Jesu und mit seiner Wiederkunft zu tun haben, also die Ereignisse der Offenbarung. Das Zeitalter der Gemeinde jetzt, was dazwischen liegt, zwischen dem ersten Kommen Jesu und der Wiederkunft Jesu, das hat Mose überhaupt nicht gesehen. Darüber singt er nicht. Er sieht das Zusammenhängende, er sieht in einem Jesu erste Ankunft und Jesu Wiederkunft. Nur unter dieser Berücksichtigung können wir das Lied Mose verstehen. Es ist ein Endzeitlied und wir staunen darüber, wie Mose deshalb in diesem Lied die Ereignisse beim ersten Kommen unseres Herrn und bereits vorausschauend beim zweiten Kommen des Herrn schildert. Und wir greifen einige Schwerpunkte aus diesem Lied auf. Es wäre jetzt schön gewesen, könnte man das alles zeigen, weil das Kapitel 32 ist ziemlich lang. Das ist übrigens das Schöne. Ich las das jetzt noch von Alexander Seibel, der schrieb in einem Satz, das unterscheidet die Bibel von aller Weltliteratur. Die Bibel ist das einzige Buch der ganzen Weltliteratur, das Geschichte der Zukunft beschreibt. Das kann kein anderes Buch. Und zuverlässig. Immer zuverlässig. Herrlich, nicht wahr? Ist doch ermutigend. So, jetzt gehen wir das Lied mal durch. Wie gesagt, es geht nicht um das Zeitalter der Gemeinde, es geht um die Wiederkunft, um die erste Ankunft Jesu und um die Wiederkunft Jesu. Das sieht Mose in einem Komplex. 5. Mose 32, 5 bis 7.
Sagen wir mal die erste Strophe des Liedes. Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind. Israeliten, die nicht seine Kinder sind. Ermutigende. Sondern Schandflecke. Ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er nicht, der dich gemacht und bereitet hast? Denke an die Tage der Vorzeit. Achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden. Deine Alten, die werden's dir sagen. Ja, hoppla, 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 hoppla. Mose. Jetzt bist du aber schon ein bisschen weit übers Ziel hinausgeschossen. Du singst in deinem Lied, denk an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Deine Alten, die werden es dir sagen. Ja, wen meinst du denn da? Noch gar keine da gewesen. Zur Zeit des Mose, als er dieses Lied schrieb, da war Israel als solches eigentlich erst mal 40 Jahre alt. Er kann nicht die Israeliten, die Geschlechter der Vorzeit gemeint haben, die in Ägypten groß gewachsen sind. Da sehen wir schon, das Lied hat Endzeitcharakter. Erst eine jüdische Generation, die in der Endzeit lebt, kann dies tun. Zurückschauen auf die Tage der Vorzeit, auf die Jahre der vergehenden Geschlechter, auf die Alten. Das konnte damals das Volk noch gar nicht machen. Sehen wir schon, prophetische Kraft. Ja, wieso wird das möglich sein? Weil die Israeliten, ich sag mal so die letzten Generationen oder die letzte Generation, ich sag jetzt diese Generation der Juden, die dann in die apokalyptischen Ereignisse hineinkommt, die ganze Offenbarung ist jüdisch. Jüdisch. Wer das nicht berücksichtigt, habe ich letztens gelesen, der wird entweder die Offenbarung beiseite legen oder er wird alles geistlich auslegen müssen, symbolisch auf die Gemeinde. Und das ist nur ein Krampf. Wenn wir aber sehen, dass die Offenbarung Israel meint, dann verstehen wir sie deutlich und klar. Jetzt lebt also eine jüdische Generation, ich sage jetzt mal nach der Entrückung der Gemeinde, des Gemeindezeitalters abgeschlossen, in dieser allerletzten Zeit, in der Offenbarungszeit, und jetzt können die ganze Bibel lesen und zurückschauen auf alles, was passiert ist. Dem Daniel wurde damals gesagt, Daniel 12, Vers 4, dem Propheten, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es dann durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Ja, und jetzt, Jahrhunderte später, ist die Zeit des Endes da, Offenbarung. Und auf einmal, da sehen Sie, wie toll die Bibel ist, ja? Ja, toll ist nicht so ein schönes Wort, ne? Aber wie faszinierend die Bibel ist. Dem Daniel wird noch gesagt, versiegle das Buch bis in die letzte Zeit. Dann wird es entsiegelt. Ja? Und jetzt kommen wir zur Offenbarung. Und dann heißt es auf einmal in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 10 zum Beispiel, und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht. Warum nicht? Denn die Zeit ist nahe. Sehen Sie den Zusammenhang? Dazwischen liegen Jahrhunderte, Jahrtausende. Versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Und in der Offenbarung auf einmal, versiegle das Buch nicht mehr, denn jetzt ist die Zeit nah, jetzt ist das Ende da. Tja, und jetzt werden die Juden, jetzt werden denen die Augen aufgehen. Jetzt haben die eine ganze Bibel, vom 1. Mose bis Offenbarung. Da können die durchforschen. Ist alles entsiegelt.
Dann können Sie zurückschauen auf die ganze jüdische Geschichte, auf die ganze jüdische biblische Geschichte, auf alle Prophetien, auf alle Propheten, auf alles, was geschrieben ist. Sie verstehen auf einmal die ganzen Zusammenhänge. Sie werden wissen, dass es in der Endzeit wieder ein zweigeteiltes Volk geben wird, wie damals schon zur Zeit Mose. Ein jüdischer Teil, der dem Gott Israels den Rücken kehrt und einen Bund mit dem Antichristen machen wird, und ein jüdischer Teil, der sich zu dem Messias hält. Das war sozusagen die Einleitung oder die erste Strophe von dem Lied. Dann geht es weiter. 5. Mose 32, 18 bis 20. Sagt der Mose, zweite Strophe. Ich nenne das mal so, ja. Ist nicht die zweite Strophe, aber es geht in dieser chronologischen Art weiter. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen. Und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Das war der Fels. Als der Herr es sah, verwarf er sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter, und er sprach, Achtung, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will sehen, was ihr Ende sein wird, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Wir erklärten, dass die Endzeit mit dem ersten Kommen Jesu begann. Darum trifft diese Beschreibung ganz besonders auf die Zeit zu, in der Jesus unter seinem Volk war. Ich werde euch sagen, was euch am Ende der Zeit passiert. Jesus war der Fels. Ne? 1. Korinther 10,4 sagt Paulus das. Der Fels ist Jesus. Der war schon da war Israel noch in der Wüste. Er folgte mit. Und diesen Fels, als Jesus dann sichtbar als Mensch in diese Welt kam, unter seinem Volk, was haben die Juden mit ihm gemacht? Sie haben ihn außer Acht gelassen. Genau wie Mose es schreibt. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen. Sie haben ihn verworfen. Die Folge war, dass der Herr diese Generation verwarf. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Er verwarf sie. Als Jesus gen Himmel fuhr, hat er damit fortan sein Angesicht vor ihnen verborgen. Sie haben ihn nicht geachtet, sie haben ihn verworfen. Und da hat er dieses Geschlecht verworfen, die damalige Generation. Und er ist gen Himmel gefahren und er hat ihnen kurz vorher noch gesagt, genau das hat er ihnen gesagt. Matthäus 23, 39, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, mein Angesicht vor euch verbergen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Also dem Herrn sei gedankt, wird schon angetönt, Gericht, aber es kommt eine neue Zeit, dann kommt er zurück. Ja, aber bis er zurückkommt, werden sie ihn nicht sehen. Wird Gott sein Angesicht vor Israel verbergen. Das ist tatsächlich so. Er hat übrigens, das haben wir auch gelesen, hier Mose sagt, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, und genau das hat Jesus Christus über seine damalige Generation immer wieder gesagt. Er hat immer wieder gesprochen, dieses böse, ehebrecherische Geschlecht. Ja, kennen Sie das in den Evangelien? Steht das immer wieder. Also das Lied Mose ist perfekt in der Strophenfolge. Und so hat es sich genau in der Geschichte erfüllt. Was geschah dann danach? Nachdem der Herr gen Himmel gefahren ist und fortan sein Angesicht vor Israel verborgen hat. Was geschah nach der Himmelfahrt? Was war das nächste Ereignis nach der Himmelfahrt? Das nächste große geschichtsträchtige Ereignis war Pfingsten, ja?
Und jetzt fährt Mose fort, sagen wir mal die dritte Strophe, 5. Mose 32, 21. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen. Durch das, was kein Volk ist, durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen. Heieieiei. Das war ein Lied, hä? Wer ist denn das, was kein Volk ist? Wer ist das Volk, das aus sich selbst heraus töricht ist? Weil es die Bibel nie hatte. Wer ist das Volk, das dennoch dazu aufgerufen ist, Israel zur Eifersucht zu reizen? Ja, das müssen Sie sich mal vorstellen. Das singt Mose. Das singt Mose schon, da waren die noch in der Wüste. Da waren die noch nicht mal im verheißenen Land. Und da wird das schon erwähnt, prophetisch. Paulus erklärt uns das, wer das Volk ist. Das Volk, das kein Volk ist. Auch eine interessante Zusammenstellung, ne? Römer 10, 19, 20. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, Paulus, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, schreibt Paulus den Römern. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Es geht also um ein völlig neues Volk, das eigentlich gar kein Volk ist. Warum nicht? Weil es aus allen Völkern kommt. Israel war ein eigenes Volk, eine eigene Nation. Aber die Gemeinde Jesu ist keine eigene Nation in dem Sinne, ja? Und doch ein Volk, neutestamentlich. Es kommt aus allen Nationen. Und in diesem Volk der Gemeinde Jesu sind alle Unterschiede zwischen Juden und Heiden aufgehoben. Da zählt kein Jude mehr, kein Heide mehr, kein Mann, keine Frau. Obwohl es immer noch Mann und Frau sind, ne? Ganz klar. Aber geistlich ist das alles aufgehoben. Aber neben dieser Gemeinde, und das ist auch interessant, aus Juden und Heiden, existiert separat immer noch Israel. Trotzdem. Das beschreibt der Paulus im Römerbrief ja auch. Also, und die Gemeinde ist es, die Israel zur Eifersucht reizen soll. Ich denke, wir tun das auch durch unsere Israel-Konferenzen, wir tun das durch unsere Israel-Projekte, ob das jetzt das Feuerwehrauto ist, das wir kaufen möchten, oder auch das Asafara-Spital. Da kommen Juden, die kamen schon damals auf den Malgo zu und die fragen immer, was ist denn da los? Ihr kommt da aus dem Hinterland Europa. Nee, ich nehme alles zurück. So meine ich das jetzt nicht. Jetzt sowieso nicht mehr. Aber wieso tut ihr das für uns? Und dann konnte Vimalgo sagen, ja, weil wir an euren Gott glauben. Da wären die eifersüchtig. Ich möchte nicht wissen, was manchmal Dr. Varon denkt, wenn der hier ist bei uns. Ja? Der schüttelt den Kopf, der sagt uns das. Kann ich verstehen, dass ihr uns so helft. Ja, wir gehen weiter. 4. Strophe. Mit der Frage, was geschah denn nach Pfingsten? Was war denn dann ungefähr 40 Jahre später, 35, 40 Jahre später nach Pfingsten das nächste große Ereignis? Lesen wir es? Vers 22 bis 29 ist ein bisschen längerer Abschnitt. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet
das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinabbrennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Ich will Unheil über sie häufen, ich will meine Pfeile gegen sie abschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten und von der Pest aufgezehrt werden. Oh Mensch, was ein Lied. Und von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. Draußen soll das Schwert sie berauben und in den Kammern der Schrecken, den jungen Mann wie die junge Frau, den Säugling mitsamt dem alten Mann. Ich hätte gesagt, ich will sie wegblasen, will ihr Gedenken unter den Menschen ausrotten, wenn ich nicht den Verdruss von Seiten des Feindes scheute, dass ihre Feinde dies verkennen könnten und sagen, unsere Hand war erhoben und nicht der Herr hat dies alles getan. Denn sie sind ein Volk, an dem aller Rat verloren ist und das keine Einsicht besitzt. Wenn sie weise wären, so würden sie das beherzigen, sie würden an ihr Ende kommen. Sie würden an ihr Ende denken. Nach der Himmelfahrt Jesu hat der Herr fortan sein Angesicht vor Israel verborgen. Ausgehend von Pfingsten wurde die Gemeinde aus Juden und Heiden als ein neues Volk eingesetzt, das Israel zur Eifersucht reizt. Und das sieht man dann auch in der Apostelgeschichte sehr gut, wie Israel eifersüchtig wurde auf die Christen damals. Und nach Pfingsten benahmen sie sich weiterhin wie ein Volk ohne Einsicht, an dem aller Rat verloren ist. Denken Sie mal das Auftreten von einem Barnabas, von einem Paulus, von einem Petrus, von einem Stephanus, ja? Von einem Johannes, das haben die alles in den Wind geschossen. Die wollten das Evangelium von diesen Aposteln einfach nicht hören. Die haben allen Rat verworfen. Und was passierte? Um 70 nach Christus genau das, was Mose hier schreibt. Feuer kam über Jerusalem und den Tempel. Die Römer kamen mit Zähnen gleich wilder Tiere, bewaffnet bis an die Zähne. Die Stadt wurde belagert und beschossen mit Pfeilen. Hunger und Pest, Seuchen breiteten sich unter der Bevölkerung aus. Das Schwert Roms traf jung und alt. Und hinter diesem allen stand der Herr. Der Grund war, diese jüdische Generation damals, die den göttlichen Rat verworfen hatte, den Messias verworfen hatte und auch die nachfolgenden Apostel nach Pfingsten. Ja, es war eine wirklich folgenschwere Situation. Nächste Strophe. 5. Mose 32, 35 bis 36. Mein ist die Rache und die Vergeltung. Zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird, denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe, sagt Mose. Da waren die noch in der Wüste. Da waren die noch nicht mal im verheißenen Land. Da gab es noch nicht die Samuel-Bücher, da gab es noch nicht die Könige, da gab es noch nicht die Chroniken. Da gab es noch nicht die Babylonier, wenn ich das mal so sagen darf, ja, als Weltmacht. Noch lange nicht, Jahrhunderte nicht. Die Assyrer als Weltmacht auch noch nicht. Und da schreibt Mose, denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe und ihr Verhängnis eilt herbei, denn der Herr wird sein Volk richten und er wird sich über seine Knechte erbarmen. Behalten wir mal diese Dinge. Zeit der Rache und Vergeltung. Die Zeit dieser Rache und Vergeltung ist nahe, eilt herbei. Der Herr wird sein Volk richten, aber seine Knechte retten. Das ist genau das, was die Offenbarung beschreibt. Die Zeit des Endes, der Zeiten des Endes. Das Verhalten Israels wird sich in der allerletzten Zeit fortsetzen. Und jetzt kommt es, damit das hier in Erfüllung gehen kann. Dafür muss es zuvor wieder zu einem jüdischen Volk im jüdischen Land kommen.
damit sich das überhaupt erfüllen kann. Das ist die Voraussetzung für die Ereignisse der Offenbarung. Und dieses Volk, das haben wir heute. Die Offenbarung beschreibt die Zeit des Zornes Gottes, die Zeit der Rache und der Vergeltung. Das finden Sie in den apostolischen Briefen nicht. Zumindest nicht in den paulinischen Briefen, die ganz besonders die Gemeinde meinen. Die Zeit, in der ein abgefallener Teil Israels gerichtet und ein zum Glauben kommender Teil gerettet wird, finden wir in der Offenbarung. Von daher sind jetzt auch die Vergleiche der Aussagen des Mose mit denen der Offenbarung ganz interessant. Und da sehen wir, die Offenbarung ist die Fortsetzung des Alten Testamentes. Und die Zeit dazwischen ist dann weg, ja? Gucken Sie mal, 5. Mose, im Lied Mose 32, wir bleiben immer in Kapitel 32, 35, 36. Denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe, haben wir gelesen, und ihr Verhängnis eilt herbei und er wird sich über seine Knechte erbarmen. Offenbarung Kapitel 1 und 3, Offenbarung Jesu Christi, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Denn die Zeit ist nahe. Sehen Sie den Zusammenhang? Und ich persönlich glaube, dass mit den Knechten in der Offenbarung nicht die Gemeinde gemeint ist, sondern der an Jesus gläubende Überrest Israels. Das sind seine Knechte in der Offenbarung. Die Gemeinde ist ja keine Knechte mehr. Wir sind ja Erben Gottes geworden, Kinder Gottes geworden. Nächste Strophe. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Achtung, ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand erretten, denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Jetzt pflücken wir das mal ein bisschen auseinander. Auch diese Aussagen haben die absolute Parallele zur Offenbarung. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und heile. An was denken Sie jetzt? An welchen Propheten? Wer weiß das? Wenn Gott das so sagt. Ich bin's, also ich muss hier bleiben, ne? Der zerschlägt und der heilt. Wer sagt das? Nein, Jeremia, ne? Ist nicht so weit weg. Jesaja auch nicht. Hosea, wunderbar, danke. Der Robert hat es gewusst. Super, kam wie aus der Pistole geschossen. So. Und der Hosea, der spricht von der Wiederkunft Jesu. Also nochmal, Mose sagt, ich bin's, der tötet und lebendig macht, ich zerschlage und heile. Jetzt sagt Hosea, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn, etc., etc. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben werden und so weiter und so fort. Und dann heißt es, sein Hervorgehen, also seine Wiederkunft ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Sehen Sie? Mose beschreibt die Wiederkunft Jesu. Nächster Satz. Gott sagt durch Mose in seinem Lied, Vers 40, denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe. Wieder. Ich gehe davon aus, Sie sind alles reife Christen, Sie kennen die Bibel. An was denken Sie? Ich hebe meine Hand empor
und sage, so wahr ich ewig lebe. Wo finden wir das? Eine Parallele dazu. Das ist ein bisschen schwerer, gebe ich zu. Offenbarung 10, 5 und 6. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sagt, es wird keine Zeit mehr sein. Endzeit. Weiter. Mose sagt in seinem Lied, Vers 41, wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift. Blitzendes Schwert, wo finden wir das? Offenbarung. Offenbarung 19, 15, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Weiter zu Mose, zurück zu Mose. In seinem Lied, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Das entspricht der Aussage vom 1. Thessalonicher 1,8. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, die ihn hassen. Das wird die Welt sein, aber insbesondere auch das Judentum. Also das abgefallene Judentum dann in der letzten Zeit. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. In flammendem Feuer vom Himmel her. Ja, das passiert alles in der Offenbarung. Ja? Das ist uns klar. Die Offenbarung ist deshalb auch wirklich, im Gegensatz zu allen anderen neutestamentlichen Büchern, die Offenbarung ist ein Rachebuch, ein Vergeltungsbuch. Auch ein Ermutigungsbuch, denn die Gläubigen, an Jesus Gläubigen des jüdischen Volkes, die werden darin ganz viel Trost finden. Die sehen sich, das erfüllt sich jetzt alles. Ja? Nächste Strophe von Mose, 5. Mose 32, 43. Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. In der Offenbarung heißt es dementsprechend, er wird das Blut seiner Knechte rächen. Offenbarung 19,2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Gerecht. Ja? Rache. Und wenn der Herr dann wiederkommt, dann wird sich für Israel das erfüllen, was er am Kreuz von Golgatha schon eigentlich vollbracht hat. Dann wird er sichtbar, dann wird ja Israel Buße tun, der Überrest, und dann wird er sichtbare Sühnung, interessanterweise, für das Land und für das Volk bringen. Für das Land auch und für das Volk. So, bevor Sie mir einschlafen, die letzte Strophe des Liedes des Mose, aber jetzt kommt's. Mich hat das elektrisiert. Ganz einfach. Und Mose kam und trug alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes vor. Er und Josua. Das war ein Männerduett. Zieh und Sänger im Kleinen. Sang Mose das Lied allein? Nein. Er sang das mit einem Partner, mit Josua. Die sangen zusammen das Lied. Ja und? Ja. Was heißt Josua in Deutsch? Jesus. Die Hebräer sagen Jeschua, Josua, Jeschua, Jesus, Jeschua, die gleiche Bedeutung, selbe Bedeutung.
Nicht Mose konnte das jüdische Volk ins verheißene Land führen. Er ist ja selber gestorben vorher, weil er das Gesetz nicht erfüllen kann. Er war Repräsentant des Gesetzes. Josua musste kommen und das Volk in die Verheißung führen. Josua führte in die Vollendung der Prophezeiung und konnte dann nachher auch sagen, in Josua 23,14, und siehe, so sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all dem Guten, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Das konnte Josua dem Volk sagen, nachdem er das eingeführt hat. Mose konnte das nicht sagen. Der himmlische Josua, das ist der Jesus. Und der ist der Vollender aller Gottesverheißungen. Stimmt es nicht? Die letzte Erfüllung. Der wird an die Welt und vor allen Dingen sein Volk in das kommende messianische Reich einführen. Wenn nun, das ist ja der springende Punkt, die Gänsehaut. Wenn nun Mose und Josua zusammen dieses Lied sangen, und Josua ist ja ein Bild für Jesus, eine Vorschattung, identischer Name, dann könnte doch das eine frappierende Vorschattung sein für das Lied Moses und des Lammes. In der Offenbarung Kapitel 15. In der Offenbarung Kapitel 15 heißt es, Vers 3 und 4, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, Jesus, Josua. Die zwei werden singen. Oder andere werden singen, aber es ist ihr Lied. Und sprechen, groß und wunderbar sind seine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. In der Offenbarung finden wir, ich komme zum Schluss, in der Offenbarung finden wir Mose und Jesus wieder. Wie am Anfang der Bibel, am Ende auch wieder. In der Offenbarung finden wir Altes Testament und Neues Testament. In der Offenbarung, oder die Offenbarung besser gesagt, ist ganz im Alten Testament verwurzelt. Bezeichnungen, Ausdrücke, Prophezeiungen. Altes und Neues Testament wird in der Offenbarung verknüpft und zusammengefügt zu einer großen Einheit. Darum Moses und das Lamm. Mose, Jeschua. Weil sich alles erfüllen muss, was die Propheten verkündet haben. Und alles, was noch aussteht im Alten Testament, wird sich dann in der Offenbarung erfüllen. Darum haben wir so viele alttestamentliche Bezüge. Und Mose hatte in seinem Lied gesagt, Vers 43, jubelt ihr Heiden seinem Volk zu. Und jetzt heißt es in der Offenbarung, ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Sehen Sie die Parallele? Mose-Lied und das Lied Mose und des Lammes in der Offenbarung. Das ist es, was auch wir tun wollen. Wir wollen einfach staunen. Staunen über die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, der Trost des Wortes Gottes. Wir haben einen lebendigen Gott, die Zusammenhänge sind frappierend, es ist einfach ergreifend. Und darum wollen wir mitjubeln, oder? Mitjubeln. Auch mit seinem Volk jubeln. Für Israel da sein, heute schon. Israel zur Eifersucht reizen. Die Stimme auf den Mauern Zions erheben für Israel. Das wollen wir ruhig tun, jetzt schon.
Denn wir sind das Volk dazu berufen, Israel zur Eifersucht zu reizen. Tun wir es. Vielen Dank, dass Sie uns mithelfen. Amen. Und nächste Woche, Sonntag, werden wir das 4. Lied der Bibel behandeln. Das ist dann das Lied der Deborah und Barak. Aber über diesem Lied kann man nur eines sagen: 2 Frauen und ein Sieg. Sie kennen das Lied? Wenn Sie möchten, Richter Kapitel 5. Wenn Sie möchten, Zeit haben, können Sie es mal durchlesen zu Hause, dann haben Sie schon ein bisschen so einen Überblick. Aber es ist fantastisch, glaube ich, sagen zu dürfen, also für mich zumindest, was da auch drin steckt. Auch persönlich dann für das persönliche Leben, aber auch prophetisch und so, ist unwahrscheinlich, auch tiefste Prophetie darin. Aber gut, da muss noch einiges geschehen bis Sonntag. Jetzt singen wir ein letztes Lied. »574«. Ach ja, wunderbar. Singen wir alle Strophen, dann beten wir um den Segen. Wollen wir uns noch erheben und den Segen bitten? Und unser Geist, ganz samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest. Wir bitten dich, dass wir unsere Berufung und Stellung gerecht werden, dein Evangelium zu verkündigen, die Wahrheiten deines wunderbaren Wortes, auch eine Stimme für Israel zu sein.
Wir beten, dass du uns stärkst im Glauben an dich, dass wir in allem dir vertrauen können und deinem wunderbaren Wort. Wir bitten dich, Herr Jesus, geh mit uns in diese neue Woche. Bei allem, was auf uns zukommen mag, befehlen wir uns dir an und deiner großen Gnade und danken dir dafür. Amen.